schau mal. Was ist das da für ein Ei? So groß wie ein Fußball und es wackelt. Oh, hi, da schlüpft was. Da kommt ein kleines Köpfchen raus. Ist das etwa ein Baby-Dino? Ja, das ist Rexy, ein Baby-T-Rex. Ui, wie flauschig. Ich dachte, Dinos wären riesig und brüllen wie Löwen auf dem Trampolin. Am Anfang sind sie ganz klein, nur ungefähr so groß wie eine Katze. Und Rexy hat wahrscheinlich sogar kleine Flaumfedern. Dann ist er ein Kuscheldino. Hihihi. Aber sag wow, wie wird aus dem kleinen Knirps ein riesiger Superdino? Durch ganz viel Wachsen. Rexy konnte in einem Jahr so groß werden wie ein Kühlschrank auf Beinen. Und das nur mit Fressen, Fressen, Fressen. Wow. Also Frühstück, Mittagessen, Zweri, Abendessen und noch ein Betthupferli. Genau. Aber nicht nur das. Rexy war auch mega klug von Anfang an. Viele Forscher glauben, dass Baby-T-Rexe besonders gute Augen und einen super Geruchssinn hatten. Wie ein Spürhund? Ja, nur mit Mini-Armen. Hi. Und weißt du was? Rexy konnte schon als Baby Geräusche merken, sich verstecken und sogar beobachten, wie andere Tiere sich bewegen. Ui, dann war Rexy ein kleiner Superdetektiv. Und wenn er etwas gelernt hat, zack, hat er sich das ganz schnell gemerkt. Sein Gehirn war im Verhältnis zum Körper ziemlich groß, also klug von Anfang an. Also ein Denkdino mit Power. Ganz genau. Und auch wenn er erst klein war, wusste er genau, wo es sicher ist, was gefährlich klingt. Und wie man sich in der Wildnis zurechtfindet. Aber ganz alleine? Ohne Dino-Mama? Vielleicht nicht ganz. Es gibt Hinweise, dass Mama T-Rex das Nest bewacht hat und Rexy beschützt hat. Zumindest am Anfang. Das ist ja wie bei uns zu Hause. Erst kuscheln, dann wachsen, dann Abenteuer erleben. Und Abenteuer gab es viele. Denn Rexy musste lernen, wie man schleicht, springt und wie man eines Tages mit einem Biss durch Knochen beißt. Das klingt heftig. Sein Biss wurde später der stärkste im ganzen Dinoland. Aber am Anfang, da hat er vielleicht noch auf Stöckchen geknabbert und Echsen gejagt. Also ein Minijäger mit Plüschfedern und Supersinn. Und mit jedem Tag wurde er größer, stärker und klüger, bis er dann ein richtiger Tyrannosaurus Rex war. Chef vom Urzeitkuchen. Hihi. Und bestimmt hat er dann manchmal zurückgedacht, ach ja, damals, als ich noch in mein Nest gepasst habe. Ganz bestimmt. Und weißt du, warum Rexy so besonders ist? Weil er uns zeigt, auch die Größten und Stärksten fangen mal ganz klein an. Mit klugem Köpfchen und großen Träumen. Dann ist Rexy mein neuer Held. Der kleine Denker mit den winzigen Armen und dem großen Herzen. Und vielleicht träumt er ja heute noch irgendwo von seiner ersten Jagd oder seinem allerersten Brüllversuch. Röhr, hihi. Das klang eher wie ein gähnender Truthahn. Aber jeder fängt mal klein an. Auch ein König der Urzeit. Ole Duli, Duli, Duli.